Kommunalwahl 2020. Joachim Wohlbergs bangt um sein Amt als Regensburger Oberbürgermeister. Die Aufmerksamkeit an diesem Abend ist auf ihn gerichtet. 4 Jahre musste er sich gegen Korruptionsvorwürfe wehren, 6 Wochen davon aus dem Gefängnis. Dann das Ergebnis. Nur der 3. Platz und damit die Stichwahl verpasst. Als Oberbürgermeister ist Joachim Wohlbergs abgewählt. Ohne die Ermittlungen hätte es keine Stichwahl gegeben. Ein Kommunalpolitiker stürzt über eine Korruptionsaffäre. Für mich war es unbegreiflich, dass unser Oberbürgermeister ein korrupter Politiker bzw. natürlich Oberbürgermeister sein soll. Es ist vor allen Dingen eine Affäre, die wirklich Stoff hat für einen Mafiafilm. Unter den Fällen, die ich in den letzten Jahren für Transparency beobachtet habe, war das schon ein herausragender Fall, auch was die Dimensionen angeht. Das muss man schon sagen. Im März 2014 herrscht Aufbruchsstimmung in Regensburg. Der bisherige Amtsinhaber scheidet aus Altersgründen aus. Der Favorit für die Nachfolge? Joachim Wohlbergs. Zum 2. Mal kandidiert Wohlbergs für das Amt des Oberbürgermeisters. Wohlbergs? Dieses Mal stimmen die Voraussetzungen. Regensburg ist eigentlich so eine junge, so eine bunte Stadt auch. Man wollte einfach mal einen Aufbruch. Ich glaube, das war einfach die Stimmung. Und in die Stimmung genau hat unser Kandidat, hat Joachim Wohlbergs, gepasst. Also der Joachim Wohlbergs war vor allen Dingen immer schon, und solange ich ihn kenne, ein wahnsinnig nahbarer Mensch. Ja. Also das war tatsächlich so, dass ich glaube, vor dieser Kommunalwahl 2014 zum Beispiel wird es wahrscheinlich kaum einen Regensburger gegeben haben, dem man nicht schon mal die Hand geschüttelt hat. Der Joachim Wohlbergs war auch nicht der Herr Wohlberg, sondern das war der Wolli. Haben Sie mich gleich erkannt? Wissen Sie warum? Weil der hat genauso wenig Haare wie ich. Ja! Gell? Hauptsache Herz. Doch Ausstrahlung und Straßenwahlkampf alleine reichen nicht. Auch bei Kommunalwahlen gilt: Wer möglichst viele Wähler erreichen will, braucht für Wahlwerbung kluge Ideen und geeignetes Personal. Das kostet Geld. Von Partei zu Partei sind die Möglichkeiten unterschiedlich. Ihre Finanzen setzen sich in der Regel zusammen aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und den Zuschüssen durch die staatliche Parteienfinanzierung. Wie viel Zuschuss eine Partei erhält, hängt davon ab, wie viel sie an Spenden und Mitgliedsbeiträgen bekommt und wie viele Stimmen sie bei den letzten Bundestags-, Europa- und Landtagswahlen erhalten hat. Knapp 200 Millionen Euro haben die Parteien 2019 erhalten. Ob und wie viel Geld an die eigene Basis weitergegeben wird, entscheiden die Parteien nach eigenem Ermessen. Bei der Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland ist Christian Erdmann Experte für Korruption in der Kommunalpolitik. Er sieht Lücken bei der Wahlkampffinanzierung. So ein Oberbürgermeisterwahlkampf, den müssen die Kandidaten selbst finanzieren. Die Parteien unterstützen möglicherweise durch Support, aber eine finanzielle Unterstützung in Größenordnungen findet dort nicht statt. Und das heißt natürlich auch, dass die Kandidatinnen und Kandidaten diesen Wahlkampf letztlich aus ihrer privaten Schatulle bezahlen müssen. Uwe Brandl steht im neu renovierten Sitzungssaal des Rathauses von Abensberg. Er hat schon viele Wahlkämpfe ausgetragen. Mit Erfolg. Seit 28 Jahren ist Brandl Bürgermeister der niederbayerischen Stadt. Wenn Sie einen vernünftigen Wahlkampf machen wollen, wo Sie wirklich Informationen an die Bevölkerung bringen wollen, an die Wähler bringen wollen, brauchen Sie schon Geld, das weit über das hinausgeht, was Sie selber zur Verfügung stellen können. Und deshalb ist natürlich dieses System an sich auf Spenden angewiesen. Um da die Gratwanderung richtig hinzukriegen, sich genau diesen Verdacht nicht an Land zu ziehen, das ist
vielleicht die Kunst oder vielleicht aber auch der Ethos, der hinter jedem einzelnen Mandatsträger steht. Ein Wahlwerbespot von Joachim Wohlbergs. Eine Investition, die ihn herausheben soll aus dem Kreis der Kandidaten. Am Wahlabend im März 2014 ist Wohlbergs der große Gewinner. Haushoch mit 70% der Stimmen entscheidet er die Stichwahl zum Oberbürgermeister für sich. Für den Erfolg hat er viel investiert. Insgesamt kostet der Wahlkampf 2014 Joachim Wohlbergs und seine SPD mindestens 800.000 €. Zum Vergleich, die stärkste Fraktion im Münchner Stadtrat, die Grünen, haben bei der letzten Kommunalwahl 545.000 € ausgegeben. Umgerechnet auf die Zahl der Wähler wird der große Aufwand noch deutlicher. Pro Stimmberechtigten gibt Wohlbergs Ortsverein im Wahlkampf 7,30 € aus. Die Grünen in München dagegen knapp 50 Cent. In einem ähnlichen Bereich liegen auch die geschätzten Ausgaben der Union bei der letzten Bundestagswahl. Aber woher kommt das viele Geld? Und warum ausgerechnet für einen Wahlkampf in einer Stadt wie Regensburg? Andreas Glas hat mehrere Korruptionsfälle begleitet. Der Journalist hat auch über den Regensburger Fall von Anfang an berichtet. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass Städte für Korruption besonders anfällig sind, die in kurzer Zeit sehr, sehr schnell gewachsen sind. Und zwar so schnell in einer Geschwindigkeit, in der jetzt der Kreis der handelnden Personen nicht mitgewachsen ist. Ja. Das heißt, wir haben letztendlich Städte, in denen viel Geld zu verdienen ist, die groß genug sind, um dort viel Geld zu verdienen, aber gleichzeitig auch noch klein genug, dass sich da eben schon auch noch so ein bisschen so ein Kleinstadtklüngel gehalten hat. Man läuft sich über den Weg, man spricht miteinander, man schüttelt sich die Hände. Und irgendwann bleibt dann an diesen Händen auch irgendwas kleben. Ja? Und ab einem gewissen Punkt weiß man dann vielleicht auch gar nicht mehr, ist es jetzt noch in Ordnung oder ist es nicht mehr in Ordnung. Das rasante Wachstum der Städte bringt auch ein Problem mit sich. Es herrscht Wohnungsnot. Zwar sind in Regensburg in den letzten Jahren ganze Viertel neu entstanden. Allerdings freie Grundstücke, die für die Bauunternehmen ein lukratives Geschäft versprechen, sind rar. Es muss ja gebaut werden. Es ist natürlich auch ein wahnsinniger Druck da, auch die Wohnungen herzubringen. Ja, das ist ja oft was die Kommunen selber dann gar nicht so stark leisten können. Da bist du natürlich ein Stück weit angewiesen auf die Bauträger, die das in die Hand nehmen. Ja. Es gibt natürlich Bereiche, wo diese Nähe problematisch werden kann, weil einfach Entscheidungen, die in der Kommune getroffen werden, unmittelbar den Unternehmen zugutekommen oder sie zumindest betreffen. Für die Staatsanwaltschaft ist die Nähe bei diesem Regensburger Bauvorhaben mehr als problematisch. Der Oberbürgermeister soll sich für das millionenschwere Projekt eingesetzt haben, im Gegenzug für Parteispenden des Bauunternehmens. Kurz, Wohlbergs soll korrupt sein. Ich habe auch noch nie in meinem Leben etwas getan, weil jemand etwas gespendet hat. Nie. Die Regensburger Korruptionsaffäre hat da erst begonnen. Sie wird noch Schlagzeilen machen. Korruptionsfälle werden in Deutschland immer wieder publik. Zum Beispiel der Kölner Müllskandal. Um den Bau einer Müllverbrennungsanlage voranzutreiben, haben mehrere Unternehmer führende Kölner Politiker unterstützt. Unter anderem mit Spenden für die Kommunalwahl 1999. Am Ende bringt der Müllskandal 2 Vertretern der Kölner Stadtspitze eine Verurteilung wegen Bestechlichkeit ein. Gegen den zurückgetretenen Oberbürgermeister von Wiesbaden, Sven Gehrig, wird 2020 ein Strafbefehl wegen Vorteilsannahme erlassen. Gehrig hatte sich von einem Großgastronomen in 5-Sterne-Hotels und zu einem Urlaub nach Saint-Tropez einladen lassen. Ich staune häufig, über welche Dinge Hauptverwaltungsbeamtinnen und Verwaltungsbeamte stolpern. Ob das Minister wie hier in Brandenburg sind, die sich einen allradgetriebenen Siebener für den Winterurlaub ausleihen ohne Entgelt, ob das Bürgermeister sind, die soziale Träger auf irgendwelchen merkwürdigen Wegen bevorzugen. Man staunt häufig, für was für Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, die Leute bereit sind, ihre Reputation aufs Spiel zu setzen. Auch in Ingolstadt haben Gefälligkeiten die Reputation eines Politikers zerstört.
Alfred Lehmann soll als Oberbürgermeister mehreren Bauunternehmern lukrative Sanierungsprojekte ermöglicht haben. Dort hat er dann eine Privatwohnung und Studentenapartments gekauft, weit unter dem Marktwert. 2 Jahre auf Bewährung kostet Lehmann seine Bestechlichkeit. Dass sich jemand wegen Korruption vor Gericht verantworten muss, ist eher die Ausnahme. Die Zahl der Verdachtsfälle bleibt laut Bundeskriminalamt in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau. Zuletzt wurde in 5.428 Verdachtsfällen ermittelt. Nur ein Bruchteil der Fälle führte zu einer Verurteilung. Das Schwierige ist natürlich bei Korruption, es ist natürlich ein opferloses Delikt. Wir haben 2 Täter, den, der besticht und den, der sich bestechen lässt. Das ist auch der Grund dafür, dass halt manchmal auch die Verfahren eingestellt werden, weil entweder der Anfangsverdacht sich nicht bestätigt oder eben auch nicht genug Beweise vorliegen dafür, dass so etwas stattgefunden hat. In Regensburg erhärtet sich der Anfangsverdacht. Und die Ermittler gehen einen Schritt weiter. Es ist ein Tag, der auch das Leben von Gertrud Malz-Schwarzfischer auf einen Schlag ändert. Dann kam der Anruf aus dem Büro, bitte sofort kommen. Und ich habe gesagt, ich bin eigentlich krank. Naja, ich habe jetzt nicht über 40 Fieber gehabt, aber war halt schwer erkältet. Und bin dann ins Büro gefahren und da saß eben die Runde und hat mir mitgeteilt, dass der Oberbürgermeister verhaftet worden ist. Und dann weiß ich noch gut, ich habe dann gesagt, so, und was machen wir jetzt? Und dann haben die gesagt, nein, das müssen Sie sagen, Sie sind jetzt die Chefin. Währenddessen kommen Wohlbergs und der Bauunternehmer in Untersuchungshaft. Der Haftrichter sieht bei Wohlbergs Verdunklungs-, beim Unternehmer zusätzlich Fluchtgefahr. Das hat damals natürlich wie eine Bombe eingeschlagen in Regensburg. Ja, der Oberbürgermeister verhaftet, quasi aus dem Rathaus direkt ins Gefängnis und dann auch noch nach Straubing, ja, wo die Mörder, die Vergewaltiger, die Schwerverbrecher einsitzen. Das hatte natürlich schon eine Wucht. Von seinem Dienst als Oberbürgermeister ist Wohlbergs ab diesem Zeitpunkt bis auf Weiteres suspendiert. Eine der wenigen, die ihn im Gefängnis besuchen dürfen, ist seine Stellvertreterin. Mein Gefühl war 14 Tage, dann ist er wieder da. Das zweite Mal war eben dann schon eher klar, dass das nicht in 14 Tagen möglicherweise abgehandelt sein kann. Ja, ich kann nur sagen, einfach ein in seinen Grundfesten erschütterter Mensch. Während Joachim Wohlbergs in Untersuchungshaft sitzt, werden Ermittlungen gegen weitere Regensburger Politiker öffentlich. Die Stadt gerät bundesweit in den Ruf, korrupt zu sein. Die erste Sitzung des Stadtrats ist daher geprägt von Ratlosigkeit. Da ist jetzt der Wohlbergs mehr oder weniger schuld, der sitzt jetzt da unten in der JVA drin und wir haben alle nichts damit zu tun. Hören Sie auf mit dieser Scheinheiligkeit und übernehmen Sie wirklich Verantwortung. Ich rufe Sie alle dazu auf, am Boden der Tatsachen zu bleiben und zum Wohle der Stadt das zu klären, was zu klären ist. Die Regensburger sind zwiegespalten. Für manchen Bürger scheint der Fall bereits klar zu sein. Ich hoffe, dass die gerechte Strafe kriegen. Und dass der Wohlberger jetzt seinen Hut nimmt. Muss er. Ich meine, ich glaube, sein Ruf ist jetzt eh zunichte. Also in dem Fall wahrscheinlich ist es besser. Er ist ein sehr sympathischer Mann. Und ich glaube es fast nicht. Also ich würde sagen, für Regensburg Katastrophe. Die Stadt kommt nicht zur Ruhe. Nach und nach geraten der Amtsvorgänger von Joachim Wohlbergs, der Gegenkandidat bei der Wahl und ein Landtagsabgeordneter in Verdacht, allesamt von der CSU. Nur die Ermittlungen gegen den Amtsvorgänger werden eingestellt. Die beiden anderen werden sich vor Gericht verantworten müssen. Auch in ihren Fällen geht es um Parteispenden und Scheinrechnungen, mit denen sie ihren Wahlkampf finanziert haben sollen. 6 Wochen sitzt Joachim Wohlbergs in Untersuchungshaft. Sein erster öffentlicher Auftritt ist ein Treffen der Regensburger SPD. Nee. Wohlbergs, halten Sie sich für unschuldig nach wie vor? Wohlbergs Parteigenossen gehen auf Abstand zu dem einstigen Hoffnungsträger. Manch Funktionär verlässt vorzeitig die Versammlung.
Nach der juristischen Bewertung gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Man muss sehen, was die Ermittlungen zeigen. Aber was für mich sehr viel wichtig ist, ist die politische Bewertung. Und das, was bereits auf der Hand liegt, glaube ich, ist aus meiner Sicht eben, führt zu dem Schluss, dass der Joachim Wollbergs jetzt nicht dazu geeignet ist, hervorgehobene politische Funktion an der Stelle einzunehmen. Auch die Spitze der Landespartei ist alarmiert. 2017 ist Wahljahr. Also meine Empfehlung an Herrn Wollbergs wäre Zurückhaltung. Die Partei sagt, sie habe nicht gewusst, von wem die Spenden stammen. Wegen der Affäre drohen der SPD zu diesem Zeitpunkt Strafzahlungen. Natürlich ist es ein grundsätzlicher Systemfehler, wenn über viele Jahre hinweg Spenden unterm Radar fließen. Ja, wenn keiner was davon mitbekommt. Wenn sich Kommunalpolitiker und Unternehmer dutzendfach treffen, ja, hinter verschlossenen Türen letztendlich auch. Das ist natürlich irgendwo eine Frage der Transparenz auch. Und der Fall zeigt natürlich auch, wie intransparent die Abläufe oft in der Kommunalpolitik auch sind. Eine Stadt, die im Bemühen um mehr Transparenz versucht voranzugehen, ist Leipzig. In den vergangenen Jahren hat die Stadt den Kampf gegen Korruption verstärkt. Sven Aust ist Antikorruptionskoordinator der Stadt. Einer von wenigen in Deutschland, die diese Aufgabe hauptamtlich ausüben. Regelmäßig schult Aust die Mitarbeiter der Stadtverwaltung zum Thema Korruption. Er will für das Thema sensibilisieren, vor allem die Mitarbeiter an der Basis. Ich versuche, das im kleineren Rahmen durchzuführen, also so 10 bis 15 Mitarbeiter, am liebsten ohne Führungskräfte, weil da kommt eine gewisse Unbefangenheit zustande. Man scheut sich, weniger Fragen zu stellen. Es gibt nicht so sehr die falschen Antworten, die man vielleicht befürchtet. Korruption ist selten offensichtlich, sagt Aust. Oft sind es schon harmlose Kleinigkeiten, die erst später zu Problemen führen. Das ist so ein schleichender Prozess, der fängt eben mit dem sogenannten Anfüttern an. Zuerst ist es eben eine Tasse Kaffee, dann ist es vielleicht eine Einladung zu einer Bratwurst, zum Mittagessen. Man findet sich sympathisch, hat vielleicht dann auch private Kontakte und so schaukelt sich das hoch und dann ist man in einer Situation, wo Sie Privat und Dienst nicht mehr voneinander trennen können. Aber wenn es hart auf hart kommt, wenn Sie sich dann Vorwürfen ausgesetzt sehen, vielleicht sogar ein Gerichtsverfahren anhängig ist, ja, dann fragt man sich dann, war es die Bockwurst oder die Bratwurst oder das Mittagessen wert? Jede Ebene der Verwaltung kann von Korruption betroffen sein. Vom manipulierten Posteingangsstempel über eine zu Unrecht wiedererteilte Fahrerlaubnis bis hin zum Einfluss auf große Entscheidungen. Auf Führungskräfte gehe ich zu und biete das an. Dann kommt oft die Bemerkung, Korruptionsprävention im Seminar brauche ich nicht. Bei uns gibt es keine Korruption. Aber Korruption kann es überall geben. Also Korruption kennt keine Grenzen, weder Ämter, Bereiche, Zuständigkeiten noch Hierarchieebenen. Korruption gibt es überall. Auch in Leipzig war in den 2000er Jahren ein Skandal notwendig, um das Thema Korruption verstärkt anzugehen. Finanzwetten und angenommene Bestechungsgelder in Millionenhöhe durch den Chef eines städtischen Unternehmens werden bekannt. Der Skandal hätte die Stadt von Oberbürgermeister Burkhard Jung beinahe in finanzielle Schieflage gebracht. Wir hatten ein Riesentheater mit unserem Beteiligungsunternehmen. Da gab es Finanzwetten der kommunalen Wasserwerke, die sich dann vor Gericht wiederfanden. Und da am Ende ging es um eine halbe Milliarde mit der UBS in London in einem Prozess, den wir Gott sei Dank glücklicherweise gewonnen haben. Das war nicht der eigentliche Grund, aber eine Initialzündung, um sich ganz verstärkt dem Thema nochmal zu widmen. Leipzig hat seitdem eine Reihe von Maßnahmen getroffen. Stadträte müssen Tätigkeiten, Mitgliedschaften und Ämter offenlegen. Verwaltungsmitarbeiter in gefährdeten Bereichen müssen regelmäßig rotieren. Über Ausschreibungen und Vergaben entscheiden getrennte Behörden. Leipzig ist eine von nur 7 Mitgliedskommunen bei Transparency Deutschland. Viele Städte, wie zum Beispiel Köln, hatten selbst mit Skandalen zu kämpfen. Insgesamt kann ich nur Ihnen sagen, auch als Präsident des Deutschen Städtetags, die Sensibilisierung für dieses Thema ist enorm. Wenn ich das vergleiche mit der Situation in den 90ern,
Das ist ein Riesenunterschied heutzutage. Jeder ist sehr, sehr behutsam und weiß um die Bedeutung dieses Themas. Neben der Prävention ist Leipzig auch Kontrolle wichtig. Sven Aust ist für alle Verdachtsfälle der erste Ansprechpartner. Rund 15 Hinweise gehen bei ihm pro Jahr ein, meist unbegründet. Bestätigen seine Nachforschungen aber den Verdacht, zeigt die Stadt Härte. Also wichtig ist einmal das Signal nach innen und nach außen, dass wir Korruptionsbekämpfung ernst nehmen. Und deshalb ist es für uns dann selbstverständlich, dass wir, wenn aus unserer Sicht bestimmte Anhaltspunkte belastbar vorliegen, dann die Staatsanwaltschaft einbeziehen. Wenn ich so in die letzten 20, 30 Jahre hineinschaue, wo es diese Skandale gegeben hat, hat es immer auch dieses unmerkliche Verquicktsein gegeben. Und da muss man klar sein. Da muss man einen Cut machen. Trotz aller Sensibilität, ganz ausschließen lassen sich Korruptionsfälle nie. Der Kampf, der kann nie beendet sein. Also wir müssen immer damit rechnen, dass, so wie wir uns weiterentwickeln, natürlich auch die Gegenseite sich weiterentwickelt. Die ist oft uns, so muss man es ehrlich sagen, auch einen Schritt voraus. Und wir reagieren dann oft nur auf das, was uns jetzt neu bekannt wird. Wir brauchen für alle Dinge im Leben Leitplanken. Ja? Wenn wir keine Leitplanken haben, dann brechen die Fahrzeuge halt, wenn es schief geht, nach links oder rechts aus und dann gibt es ein Problem. Das schließt natürlich nie aus, dass Leute Wege finden, das trotzdem zu umgehen. Auch solche Fälle erleben wir ja regelmäßig. Vor dem Landgericht Regensburg muss sich Joachim Wohlbergs wegen der Korruptionsvorwürfe verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat den Oberbürgermeister und einen Bauträger angeklagt, wegen Bestechung und Bestechlichkeit. Ab jetzt an Wohlbergs Seite ist Anwalt Peter Witting. Ich habe ihn wahrgenommen als einen Menschen, der einfach kämpft um sein Ansehen, um sich als Mensch, um die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, der zutiefst gekränkt und getroffen ist, dass man ihm Korruption anlastet. Ich glaube, es kann sich auch niemand vorstellen, wie es ist, wenn man derart in der Öffentlichkeit steht, wie er stand, wenn man mit diesem Vorwurf konfrontiert ist und selbst für sich überzeugt davon ist, dass man nicht korrupt ist. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Für die Ankläger steht fest, dass Joachim Wohlbergs von einem Bauunternehmer bestochen worden ist. Mit Vergünstigungen bei der Renovierung eines Ferienhauses und mit Spenden an Wohlbergs SPD-Ortsverein. Gut eine Viertelmillion Euro an Spenden sind über ein Strohmann-System geflossen. Das heißt, um die Veröffentlichungsgrenze zu umgehen, wurde die Summe aufgeteilt. Auf Mitarbeiter und Familienmitglieder des Bauunternehmers, die jeweils 9.900 Euro gespendet haben, also knapp unter der Veröffentlichungsgrenze von 10.000 Euro. Das Parteiengesetz wird so umgangen. Dann haben Sie also den Spender auf der einen Seite, jetzt haben Sie auf der anderen Seite den Empfänger. Muss der nun immer davon ausgehen, wenn ich eine Spende meinetwegen eines Bauunternehmers bekomme, naja, der erwartet jetzt von mir, und der macht es ja nur im Zusammenhang mit meiner künftigen Dienstausübung, dass er mich unterstützt. Muss er das im Blick haben? An 60 Verhandlungstagen versucht das Gericht, das akribisch zu klären. Dutzende Zeugen treten auf, auch aus Wohlbergs Familie. Stundenlang werden abgehörte Telefonate vorgespielt. Mehrmals kritisiert die Kammer auch die Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft. Die Notwendigkeit der Untersuchungshaft zieht das Gericht in Zweifel. Bei der Telefonüberwachung wirft sie der Staatsanwaltschaft Grundrechtsverstöße vor, da auch intime Privatgespräche aufgezeichnet wurden. Die Ermittler widersprechen damals umgehend. Das Oberlandesgericht hat im Rahmen der Prüfung der Haftbefehle einen dringenden Tatverdacht bestätigt und die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft nicht beanstandet. Insofern befremden manche Äußerungen der Strafkammer über die Arbeitsweise der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft bleibt bei ihrer harten Haltung. In ihrem Plädoyer fordern die Ankläger 4,5 Jahre Haft für Wohlbergs. Die Staatsanwaltschaft hat mir heute vorgeworfen, dass
ich kein Unrechtsbewusstsein hätte. Nach allem, was ich von der Staatsanwaltschaft erlebt habe, ist, glaube ich, bewiesen, dass die Staatsanwaltschaft kein Rechtsbewusstsein hat. Diese Staatsanwälte in diesem Verfahren haben ein Jagdbewusstsein. Herr Wohlbergs, wie geht's Ihnen heute? Wie jeden Tag. Am Tag des Urteils bleibt von den Bestechungsvorwürfen der Staatsanwaltschaft nichts übrig. Wohlbergs wird zwar schuldig gesprochen wegen Vorteilsannahme, doch nur für die Spenden, die er nach seiner Wahl angenommen hat. Der Bauunternehmer wird zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, wegen Vorteilsgewährung. Er legt Revision ein. Gegen Wohlbergs verhängt das Gericht trotz Verurteilung keine Strafe. Er habe bereits enorm unter den Ermittlungen gelitten und sei sich nicht bewusst gewesen, dass er die Spenden nicht hätte annehmen dürfen, so die Strafkammer. 3 Jahre bin ich behandelt worden wie ein Stück Scheiße. 3 Jahre lang. Erwarten Sie, dass die Suspendierung aufgehoben wird? Natürlich muss die Suspendierung aufgehoben werden. Was glauben Sie denn? Über diese Stadt ist der Schleier der Korruption gelegt worden. Und das ist alles Unsinn. Und Sie haben es mitberichtet, immer. Ich halte die Wirkung für fatal. Für absolut fatal. Wir haben es hier mit einem Oberbürgermeister zu tun, der von Juristen umgeben ist. Und diesem Oberbürgermeister zu bescheinigen, dass er sich dessen nicht bewusst war, dass er hier etwas Falsches tut, dass er gegen Recht und Gesetz verstößt, ist schwer nachvollziehbar. Da hat mir einfach was gefehlt. Ja? Da hat mir letztendlich auch in der Urteilsbegründung eine Sensibilität für das Thema Korruption gefehlt. Ja, die Art der Berichterstattung auch nach dem ersten Urteil ist für mich nicht verständlich gewesen. Ich hatte manchmal so das Gefühl, es ist nicht angekommen, was das eigentliche Problem dieses Verfahrens ist. Es geht um die Frage, ist die Annahme von Parteispenden tatsächlich mit dem Mantel der Korruption zu versehen, wenn es um einen Amtsträger geht. Die aktuelle Rechtslage bringt Amtsträger schnell in Korruptionsverdacht. Laut der Korruptionsgesetze reicht es schon aus, wenn nur der Anschein entsteht, dass ein Bürgermeister in Zukunft eine Entscheidung zugunsten des Spenders fällen könnte. Nach Meinung einiger Juristen ist damit eine Chancengleichheit bei Wahlen ausgeschlossen. Selbst der Bundesgerichtshof hat bereits angemahnt, dass amtierende Bürgermeister gegenüber ihren Gegenkandidaten nicht benachteiligt werden dürfen. Es hakt an der Frage, wie weit müssen wir den Tatbestand der Vorteilsannahme einschränken, wenn wir erkennen, dass es ein Ungleichgewicht gibt zwischen dem Spitzenkandidat einer Partei, bleiben wir im kommunalen Wahlkampf, der zugleich Amtsträger ist, demgegenüber sein Gegenkandidat, der nicht Amtsträger ist, aber Parteimitglied. Der kann nun Spenden einsammeln, wie er will, ohne das Risiko der Korruption eingehen zu müssen. Oder nehmen Sie gar den Spitzenkandidaten einer Wählervereinigung. Die Wählervereinigung ist nicht ans Parteiengesetz gebunden. Die können letztlich machen, was sie wollen, überspitzt formuliert. Und sie haben auch nicht das Risiko der Korruption. Peter Witting sieht hier Handlungsbedarf. Auf Anfrage teilt jedoch das zuständige Bundesjustizministerium mit, weitergehende gesetzliche Neuregelungen sind derzeit nicht erforderlich. Trotz Suspendierung und obwohl die Staatsanwaltschaft weiter gegen ihn ermittelt, gibt Wohlbergs nicht auf. Er zieht mit seinen Unterstützern wieder in den Wahlkampf. Die Regensburger SPD führt jetzt seine Stellvertreterin. Wohlbergs gründet deshalb seine eigene Wählervereinigung. Der Bruch ist hart. Diese gesamte Enttäuschung, dass er sich von der SPD verlassen und verraten fühlt, und da gehöre ich natürlich dazu, und er sich möglicherweise erwartet hätte, dass man sich 100%ig und über den gesamten Zeitraum ohne Einschränkungen mit ihm auch öffentlich solidarisiert. Und das habe ich auch nicht getan. Er ist ein politischer Mensch und er wollte das wieder einbringen. Ich glaube, er hatte keine faire Chance bei der Wahl. Also an dem Tag hatte ich kein Mitleid mit ihm. Aber es ist immer so auch eine persönliche Seite dabei, die jetzt ganz weg ist von der Politik oder von jetzt dem Amt oder
von allen Querelen, die vielleicht mal waren. Ganz persönlich tut er mir nach wie vor leid. Für Joachim Wohlbergs steht aber fest, der Skandal hat ihm alle Chancen genommen. Ohne die Ermittlungen hätte es keine Stichwahl gegeben. Aber so ist es. Man kann sich's im Leben nicht aussuchen. Doch hatte Wohlbergs wirklich keine Wahl? Oder hat von vornherein die Sensibilität für das Thema gefehlt? In Leipzig versucht Sven Aust, seinen Mitarbeitern zu vermitteln, dass jeder Eindruck von Käuflichkeit zu vermeiden ist. Auch bei komplett rechtmäßigem Verhalten. Wenn Sie sich für einen normalen Vorgang belohnen lassen, dann ist das auch Korruption. Das ist Vorteilsannahme. Sie dürfen nicht käuflich sein. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass Sie parteiisch sind. Sie müssen Ihren Dienst, Ihre Entscheidung, Ihre Mitwirkung an Entscheidungen unparteiisch, objektiv treffen. Die Vorgaben für alle Mitarbeiter der Stadt sind klar. Bargeld darf keinesfalls angenommen werden. Kleine Geschenke wie Werbeartikel sind nur bis höchstens 10 € geduldet. Im Zusammenhang mit der Dienstausübung geht auch das nicht. Die Vorbildfunktion ist sehr, sehr wichtig. Also es wird genau geschaut, wie verhält sich der Bürgermeister, wie verhält sich die Amtsleiterin, wie verhält sich die Abteilungsleiterin. Das wird natürlich auch innerhalb der Kollektive, der Teams besprochen und hat auch gravierende Auswirkungen. Wie wirkt das auf eine Mitarbeiterin im Grünflächenamt, die keinen Kugelschreiber und keine Tafel Schokolade annehmen darf, wenn sie mitbekommt, dass die Stadtoberen zu Empfängen gehen oder schöne Präsente bekommen? Dann sagen die natürlich, die machen das ja auch da oben. Man wird das nie hinbekommen, eine Verwaltung auf diesem Pfad, wir wollen eine saubere Verwaltung sein, zu trimmen, wenn das von oben nicht vorgelebt wird. Und insofern hat natürlich dann so eine Entscheidung wie in Regensburg auch eine Signalfunktion, weil man dann sieht, die kommen damit aber nicht durch. In Regensburg ist die Aufarbeitung der Korruptionsaffäre nicht abgeschlossen. Joachim Wohlbergs wird erneut der Prozess gemacht. Zum zweiten Mal muss Peter Witting seinen Mandanten vor Gericht verteidigen. Wieder lautet der Vorwurf, der Oberbürgermeister habe sich bestechen lassen. Es geht erneut um Parteispenden vor und nach der Wahl. Wieder sitzen neben Joachim Wohlbergs mehrere Bauunternehmer auf der Anklagebank. Ein weiterer Beschuldigter hatte bereits im Vorfeld einen Strafbefehl wegen Bestechung des Oberbürgermeisters akzeptiert. Im zweiten Durchgang sollte gezeigt werden, dass man also durchaus auch klare Kante zeigen kann. Das zweite Urteil fällt am Ende härter aus. Joachim Wohlbergs wird wegen Bestechlichkeit zu 1 Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Ein Sieg für die Staatsanwaltschaft. Auch die Reaktion ist dieses Mal eine andere. Herr Wohlbergs, wie geht's Ihnen mit dem Urteil? Herr Witting, wie interpretieren Sie das Urteil? Also Sie haben jetzt gerade erlebt, was freie Beweiswürdigung bedeutet. Noch am selben Tag kündigt Peter Witting an, das Urteil anzufechten. Da haben wir ein Ergebnis, das ist vernichtend. Und das wird dem Fall überhaupt nicht gerecht. Ich glaube, es war einfach wichtig, dass ein Gericht ein Zeichen setzt und sagt, das, was hier in Regensburg stattgefunden hat, das war Korruption. Da haben nicht irgendwie ein paar Bauunternehmer und ein Oberbürgermeister ein bisschen Monopoly gespielt, ja? Sondern hier handelt es sich um Korruption. Es war wichtig, dass dieses Wort auch endlich mal fällt, ja? Dass ein Richter das auch endlich mal klargestellt hat. Dass ich für Korruption auch hart bestraft werden kann, dass ich im schlimmsten Fall auch ins Gefängnis gehen muss. Eine Konsequenz, die auch anderen Rathauschefs drohen könnte, wenn sie Spenden für den Wahlkampf von Unternehmen einwerben, die vor Ort aktiv sind. Die Frage Vorteilnahme und Bestechlichkeit ist ja nur ein winziger Teilausschnitt, wenn Sie heute die generelle Haftungskulisse sehen, der ein Amtsträger ausgesetzt ist. Übrigens auch nicht nur der Bürgermeister, sondern schon auch die Mitglieder von Räten.
Wer da genau hinschaut und wer ein Hasenfuß ist, der wird sich das doppelt und dreifach überlegen, ob er sich einen Job als Politiker überhaupt antut. Der Ansatz, den die Rechtsprechung bisher verfolgt, wenn der Spender und der Zuwender sehen, aha, künftig kreuzen sich die Wege, das genügt, ist ja Quatsch. Das wird immer so sein. Dann muss ich sagen, Spenden abschaffen. Ich sehe keine andere Lösung. Sonst bin ich immer in der Korruption. Ich sehe gar keinen Ausweg. Als Folge der Affäre Wohlbergs sieht Gemeindetagsvorsitzender Uwe Brandl schon jetzt eine zunehmende Zurückhaltung bei vielen Unternehmen. Also ich glaube, dass das nicht nur Auswirkungen auf die Wahlkampffinanzierungen hatte, sondern dass das schon Auswirkungen auf die gesamte Spendensituation insgesamt hatte. Dann brauchen wir Kandidaten, die sich eigenständig finanzieren können. Das heißt, wir brauchen vermögende Leute. Und das ist nicht das, was ich will. Ich will nicht, dass vermögende Personen nur die Möglichkeit haben, sich im Wahlkampf auch so zu präsentieren, dass sie am Ende des Tages gewählt werden. Also ich wünsche mir keine amerikanischen Verhältnisse, wo man viel Geld braucht, selbst mitbringen muss, um überhaupt kandidieren zu können. Das kann nicht die Lösung sein. Und auf der anderen Seite kann auch nicht die Lösung sein, sich komplett abhängig zu machen von Spenden und Wirtschaftsvertretern. Eine Lösung wäre, die Parteienfinanzierung zu ändern, um Kommunalpolitiker weniger abhängig von Spenden zu machen. Man könnte darüber nachdenken, dass es auch auf kommunaler Ebene eine Art Wahlkampffinanzierung gibt, wo dann die Anzahl der Stimmen, die bei der Wahl den einzelnen Kandidaten oder Parteien zugeflossen sind, dass die dann auch zu einer Art von Wahlkampffinanzierung führen. Ich finde, das muss man dringend diskutieren und man sollte es auch dringend ändern, weil sonst immer wieder gerade Kommunalpolitiker an die Grenze kommen oder unter Verdacht geraten können, eine Entscheidung von ihnen sei beeinflusst worden durch Parteispenden. Also die Parteienfinanzierung müsste in der Tat ein Stück weit abzielen und abstellen, auch auf die kommunale Ebene. Aber das ist eine Frage, die generell ins System gestellt werden müsste. Derzeit gibt es keine Pläne, die Finanzierung zu ändern. Die Parteien sehen ihre Ortsverbände finanziell gut versorgt, auch wenn interne Umverteilungen die Wahlkampfkosten kaum decken. Wenn Spenden also weiter zum Alltag in der Politik gehören, könnte zumindest mehr Transparenz helfen. So fordert Transparency Deutschland, Spenden an Parteien nicht erst ab einer Summe von 10.000 € zu veröffentlichen, sondern schon ab 2.000 €. Ich denke, das ist schon ein guter Weg, sich da runterzurobben. Und die 2.000 € sind sicherlich nicht das Problem, sondern das sind die größeren Beträge. Und wenn die dann veröffentlicht werden, dann sind wir ja schon auf einem guten Weg. Die aktuellen Korruptionsverdachtsfälle im Bundestag könnten Bewegung in die Sache bringen. Während die Grünen schon länger für eine Absenkung auf 2.000 € sind, spricht sich nun auch die SPD dafür aus. CDU und FDP sahen bisher keinen Änderungsbedarf. Doch auch hier zeigen sich nun immer mehr Vertreter gesprächsbereit. Solange die Rechtslage sich nicht ändert, hat aber jeder Amtsträger vor Ort die Möglichkeit zu entscheiden, wie transparent er mit Spenden umgeht. Und auch, ob er wie im Fall Wohlbergs selbst intensiv um Spenden von Unternehmen werben will. Spenden für Amtsträger direkt an den Amtsträger heute für problematisch aus mehreren Gründen. Wenn die Spende der Unterstützung der Partei dient, für die der Amtsträger antritt, dann glaube ich, muss man es in einem System akzeptieren, das darauf angewiesen ist, dass Geld zur Verfügung steht, um Wahlkämpfe zu machen. Es wird halt dann schwierig, wenn man persönlich intensiv wirbt, vielleicht auch im Kontext einer bestimmten Absicht, die ein Wirtschaftsunternehmen artikuliert hat im politischen Raum, dann wird es in der Tat grenzwertig und da ist jeder gut beraten, wenn er die Finger davon lässt. Ich persönlich prüfe dann auch jede Spende im Hinblick auf eine mögliche, wie auch immer daraus entstehende Verbindlichkeit. Und in dem Moment, wo das gegeben ist, muss man sagen, stopp, das kann nicht sein. Ich nehme keine Spenden an, sondern ich sage, das muss über die Partei laufen. Und da läuft dann auch die ganze Korrespondenz. Und es wird veröffentlicht. Also ich habe das allen potenziellen Spendern auch gesagt, wenn sie da spenden wollen für die SPD, wir werden jede Spende veröffentlichen. Auch abseits der Wahlkampffinanzierung versucht Regensburg aus der Affäre zu lernen. Jährlich wird im Stadtrat ein Antikorruptionsbericht vorgestellt. Außerdem wurden besonders gefährdete Bereiche in der Verwaltung identifiziert. Und neue Stadträte und Mitarbeiter sollen geschult werden. Aber viele Schulungen mussten letztes Jahr wegen Corona ausfallen.
Auch bei der Offenlegung von Ämtern und Tätigkeiten zögern Teile des Stadtrates. Zudem haben mehrere Stadträte eine geforderte Ehrenerklärung noch nicht unterschrieben. Inzwischen habe ich es natürlich unterschrieben. Ich weiß nicht, was die Kolleginnen und Kollegen bewegt hat, es nicht zu unterschreiben, dieses Papier. Bei der Vorstellung des Antikorruptionsberichtes wird auch deutlich, politisch aufgearbeitet ist der Skandal noch lange nicht. Es geht ausschließlich um die Frage, war ich korrupt, ja oder nein? Nur darum, um sonst gar nichts. Politische Auseinandersetzung, behaupte ich, hat niemand, Aufarbeitung, hat niemand, der es groß getönt hat, aus diesem Haus Interesse. Niemand. Also mich hat keiner bisher gefragt. Transparency International, da weiß inzwischen, glaube ich, der Letzte, dass der Vorschlag einer war, das war blinder Aktionismus. Ich wünsche viel Spaß. Ich werde den Antrag auch wieder einbringen auf Mitgliedschaft. So viel zur Ehrlichkeit. Das ist eine verlogene Debatte, die ist unerträglich. Dem einfachen Stadtrat Joachim Wohlbergs bleibt bei der Aufarbeitung aber nur noch eine Nebenrolle. Das ist ja für einen Politiker fast noch schlimmer als das strafrechtliche Maß, sein Amt und seine Macht zu verlieren, auf die man ja viele Jahre energisch hingearbeitet hat. Also für Politiker ist, glaube ich, der Verlust des Amtes neben dem strafrechtlichen Aspekt die größte Strafe, die sie haben können. Sollten die Urteile gegen Joachim Wohlbergs rechtskräftig werden, verliert er nach seinem Amt auch seine Pensionsansprüche. Doch am Ende bleibt die Frage, war es ein Systemfehler oder persönliches Versagen? Er hat nicht bedacht, glaube ich, auf welch gefährliches Terrain er sich begibt mit der Annahme von Spenden von Bauunternehmern in dieser Dimension. Aber nach meiner Überzeugung war es nicht der Hauch der Korruption oder gar der feste und schwere Mantel der Korruption, sondern wenn, dann war es ein gehöriges Maß, ein gerüttelt Maß an Gutgläubigkeit. Ich finde, da sind viele Fragen offen geblieben. Ja. Da ist vieles nach wie vor fragwürdig. Ja. Das sehen auch viele Juristen so, viele Strafrechtler. Und auch die wollen da Antworten. Ich glaube auch viele Regensburger. Aber letztendlich haben wir einfach das präsentiert bekommen, ja, was vorher unter so einer dicken Sumpfschicht war. Und da einfach mal zu sehen, was da über Jahre vielleicht in Regensburg sogar Jahrzehnte unbemerkt gelaufen ist natürlich auch ein Gewinn, weil das ja letztendlich auch eine reinigende Wirkung hat, auch für die Zukunft. Die rechtlichen Fragen zum Fall Regensburg wird wohl der Bundesgerichtshof klären müssen. Ungelöst bleibt, wie Kommunalwahlkämpfe in Deutschland in Zukunft finanziert werden sollen. Schnelle Änderungen sind nicht zu erwarten. Für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bleibt der Umgang mit Spenden im Wahlkampf eine Gratwanderung.